Und jetzt freue ich mich auf einen Special Talk zu den 20 heißen Fragen zur Taufe. Und bei mir auf dem Sofa sitzen Michi Sieber und Joel Spiergi. Joel, unser Theologe, auch operativer Leiter vom ICF Movement. Michi Sieber, Leitungsteam, Core-Team vom ICF Zürich, Leitungsteam, du leitest das Church Life. Und ich danke euch, seid ihr da und stellt euch diesen Fragen, seid ihr ready? Ja, sehr gerne. Hey, Taufe ist ein Riesenthema, bedeutet uns auch viel im ICF. Michi, was hat das mit dieser Symbolik auf sich? Was bedeutet eigentlich die Taufe, die Wassertaufe? Ja, die Wassertaufe bedeutet, dass ich mein altes Leben ohne Gott abspüle, sozusagen unter dem Wasser lasse und auftauche in ein neues Leben mit Jesus. Das bedeutet, ich glaube an ihn, ich glaube an seine Rettungstat für mich persönlich. Und die Symbolik? Ja, genau. Also ich glaube, wirklich, es bedeutet eigentlich, dass ich Teil werde von der Family von Gott, von dieser Gemeinschaft, die er berufen hat, in dieser Welt unterwegs zu sein, dorthin auf das, was er noch tun wird. Und durch die Taufe werde ich ein Teil davon. Also da wird sich ein Veränderungsprozess. Absolut. Ich habe einige ganz starke, kurze Fragen. Zuerst mal zu dir, Michi. Wenn ich mich taufen lasse im ICF in einer Celebration, werde ich dann Mitglied vom ICF? Nein, man kann im ICF sowieso überhaupt nicht Mitglied werden. Man wird Mitglied oder Teil der Familie Gottes, die ja weltweit unterwegs ist. Das ist der Ausdruck von Taufe, aber nicht von ICF. Gibt es eine Voraussetzung, um sich taufen zu lassen? Die Voraussetzung ist eigentlich die, dass ich glaube persönlich, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass ich durch seine Rettungstat Zugang habe zur Familie Gottes und das für mich annehme. Das ist die Bedingung für eine Taufe. Also wir haben noch keine Tests, oder die du ausüben musst? Nein, keine Tests. Genau. Taufen wir auch Leute, die sagen, ich bin Teil von einer anderen Kirche? Bei Leuten, die aus einer anderen Church kommen, empfehlen wir immer, dass sie sich dort taufen lassen, wo sie auch die Familie Gottes praktisch ausleben. Also ICF ist ja eine Art, in einer Kirche dabei zu sein. Und wenn jemand zu einer anderen Family gehört, ermutigen wir die Leute, hey, mach das mit deinen Freunden, mit der Family Gottes, wo du dich auch sonst bewegst. Jetzt habe ich mich taufen lassen in einer Kirche, habe die Kirche gewechselt. Ist die Taufe immer noch gültig in der neuen Kirche? Ja, das ist der Vorteil, dass die Kirchen ja, auch wenn wir verschiedene Nationen haben, dass wir alle Teil der Familie Gottes sind. Deshalb ja, Taufe gilt auch an einem anderen Ort. Wo und wann taufen wir im ICF? Ja, oft sieht man ja die Taufen in den Celebrations. Das sind diejenigen, die meisten Leute mitkriegen. Aber wir taufen auch in den Small Groups, in Camps, vielleicht auch sogar Familien. Also gibt es ganz viele verschiedene Orte, wo wir taufen im ICF. Kann und muss ich mich vorbereiten auf eine Taufe? Ja, man muss nicht. Ich glaube eben, wenn man die Bedingungen erfüllt, dass man persönlich Jesus nachfolgen will, kann man sich taufen lassen. Aber auch in der Bibel sehen wir Beispiele, wie zum Beispiel der Philippus, der hat dem Kämmerer aus Äthiopien die Taufe erklärt und dann hat er begriffen, worum es geht. Deshalb ja, wir empfehlen im ICF, sich vorzubereiten. Zum Beispiel auf YouVersion haben wir einen Bibelleseplan, der heißt Deine Taufe. Den findest du auf YouVersion. Oder das Get Free, das ist ein Workshop im ICF, wo wir uns auch auf die Taufe vorbereiten. Michi, für jemanden, der jetzt zuschaut, keine Ahnung, wie funktioniert so eine Taufe? Nimm uns kurz mit. Ja, im Idealfall hast du eine Begleitperson dabei, die dich begleitet. Das kann dein Small Group Leader oder auch Group Leader von einem Ministry sein. Mit der Person steigst du ins Wasser. Und die Person fragt dich dann vor Zeugen, das ist auch ein wichtiger Teil der Taufe, dass du nicht einfach allein das machst, sondern mit Zeugen. Der fragt dich, glaubst du daran, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er auferstanden ist für dich, für deine Sünden, dass er gezahlt hat, dass du rein gewaschen bist? Und willst du Jesus Christus persönlich nachfolgen, dein altes Leben ablegen und dein neues Leben voll in seine Hände geben? Da sagst du 3-mal ja und dann wird er sagen oder sie wird dich taufen und sagen, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann geht es ruckzuck unter das Wasser und wieder hoch in ein neues Leben. Und mit Vater meinen wir Gott und Sohn den Jesus. Genau, also Gott ist ja alles, Genau, aber ja. den Vater, der Sohn und der Heilige Geist, das hat ja Jesus selber gesagt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Begleitperson, wer kommt da in Frage?
Ja, eben, das ist eigentlich am besten, wenn das jemand ist, der auch sonst mit dir unterwegs ist. Zum Beispiel dein Small Group Leader oder eine Freundin, ein Freund, der schon mit Jesus unterwegs ist, der dich tauft. Oder dein Vater, jemand aus deiner Family. Das sind eigentlich Leute, die im Idealfall auch nach der Taufe an deiner Seite bleiben und Jüngerschaft mit dir leben, in deiner Group sich bewegen. Erhalte ich einen Taufschein? Ja, im ICF haben wir eine Taufurkunde, die füllen wir dann auf. Es gibt einen schönen Bibelvers, wo auch meistens ein Team auf Gott hört, sich einen Vers schenken lässt für dich persönlich und das kriegst du wunderschön ausgedrückt. Wie sieht es mit Kindern aus? Taufen wir auch Kinder? Wenn ja, ab welchem Alter? Wir empfehlen die Taufe ab dem Alter von 13 Jahren. Das ist bei uns eigentlich im 180, die Graduation. Also dort ist für uns so der Ort, wo wir sagen, die Teenager verstehen, was Taufe wirklich bedeutet. Also es ist verbunden eigentlich damit, dass jemand wirklich begreift und eine bewusste Entscheidung treffen kann für diese Taufe, für ein Leben mit Jesus. Deshalb empfehlen wir, bis zu dem Alter zu warten, weil es einfach auch noch so ist, dass die Leute sich dann auch erinnern. Ich will eine Erinnerung haben später daran, dass ich mich bewusst entschieden habe. Deshalb lohnt es sich, so zu diesem Alter hin zu warten. Danke vielmals, Michi. Ja, Ich komme gerne. nachher nochmal auf ja, dich klar. zurück. Joel, Yes. was bringt mir denn die Taufe wirklich? Eben, wir haben gesagt, eine Symbolik, aber was verändert es in meinem Leben? Was bringt es mir? Ich glaube, weil die Taufe ein Ausdruck davon ist, dass ich eben mit Jesus wieder auferstehe, dass ich da auch ein kraftvolles Zeichen setze, dass ich Teil bin von Gottes Team, von seiner Family. Und ich glaube, da verändert sich etwas, auch weil ich das mache vor Zeugen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, setze ich ein Statement und es verändert sich etwas. Und ich glaube, es ist auch etwas, das Jesus uns ja gesagt hat. Er hat sich selber taufen lassen. Jesus hat sich entschieden, sich taufen zu lassen. Und wir wollen ja werden wie Jesus. Und er hat uns gesagt, hey, lasst euch taufen, tauft weiter. Also es ist auch ein Statement, dass ich Jesus wirklich nachfolgen will und dass ich gehorsam bin. Also gehört es zu einem guten Christ, sich taufen zu lassen? Ja, die Frage wäre natürlich, was heißt es, ein guter Christ zu sein, oder? Ich glaube, für mich so ein Bild, es ist fast wie wenn Cristiano Ronaldo, der wechselt von Juventus zu Manchester United und er zieht natürlich sein neues Trikot an, oder? Und genau gleich ist die Taufe auch. Ich ziehe eigentlich dieses Trikot an. Ich zeige, ich bin Teil von Manu. Ich bin Teil von dieser Mannschaft, oder? Von dieser Family von Gott. Und es wäre irgendwie komisch, wenn der jetzt das T-Shirt nicht anziehen würde. Es wäre irgendwie speziell. Aber muss ich mich dann taufen lassen, um errettet zu sein? Ich denke, das ist ja die große Frage. Muss ich das Trikot wechseln, wenn ich gehöre schon zum Team? Genau. Also nein, du musst dich nicht taufen lassen, damit du gerettet bist. Das ist nicht der Fall. Es ist einfach die logische Konsequenz. Es ist eigentlich die Vollendung dieses Glaubensschrittes. Es gehört zu diesem Paket. Ich mache das als Teil von dem, dass ich sage, ich will diesem Jesus nachfolgen. Einige Leute reden von einer Wassertaufe und Geistestaufe. Was ist der Unterschied? Genau, also die Wassertaufe ist das, was wir davon sprechen jetzt. Da geht es darum, dass du ganz untertauchst und eben als Symbol wieder mit Jesus auferstehst. Das erinnert uns auch an diese Exodus-Geschichte von Israel. Oder? Die sind auch durchs Wasser hindurch und die haben ihr altes Leben, die Sklaverei haben sie hinter sich gelassen und die sind in ein neues, verheißenes Land gezogen. Und genau gleich ist die Wassertaufe für uns ein Symbol, eine Erinnerung an die Kraft der Wiederauferstehung. Und die Bibel spricht auch von einer Geistestaufe, die wir erleben können. Das ist ein bisschen weniger klar, muss man auch sagen, die Geistestaufe. Wir lesen immer wieder davon, dass es etwas so gibt, dass der Heilige Geist ganz spürbar und kraftvoll erlebbar ist, dass wir wie eine Art in ihn eintauchen können und seine Kraft auf eine ganz gewaltige Dimension erleben können. Ich glaube aber, wir dürfen auch sicher sein, dass der Heilige Geist in unserem Herz wohnt, wenn wir uns auch taufen lassen und uns für Jesus entschieden haben. Wir müssen nicht eine Geistestaufe erlebt haben, damit der Heilige Geist in uns wohnt, aber wir können diese Kraft des Geistes in einer noch größeren Art und Weise immer wieder neu auch erleben. Die Geistestaufe ist auch etwas, das wir immer wieder frisch erleben können. Große Frage ist immer wieder, die aufkommt, was, wenn ich mich als Kind oder als Baby getauft habe? Also meine Eltern haben mich, soll ich mich wieder taufen lassen? Vielleicht an beide, zuerst Joel. Also grundsätzlich, was wichtig ist zu sagen, die Taufe läuft nicht ab.
Oder es hat kein Enddatum und dann musst du das wieder auffrischen. Wenn du als Kind getauft bist, ist es aber oft so, dass oder meistens ist es nicht ein bewusster Entscheid gewesen, wo du dich entschieden hast, doch, ich will diesem Jesus nachfolgen. Und in der Bibel lesen wir eigentlich die Taufe immer in Zusammenhang mit dem, dass du eine Entscheidung triffst, Jesus nachzufolgen. Und deshalb, ich denke, es ist gut, sich zu überlegen, hey, wenn ich jetzt Jesus bewusst nachfolge, dann verbinde ich das mit einer Taufe. Ich glaube nicht, dass das alle müssen, wenn du als Kind getauft bist und du merkst, hey, das gilt für mich voll, aber es ist ein kraftvolles Statement, wo ich sage, hey, ich mache das ganz bewusst und ich zeige das in der sicht- und unsichtbaren Welt. Mhm. Ja, es ist oft so jetzt in der Praxis, in der Church, die Leute haben diese Frage, ich bin schon als Baby getauft, soll ich nochmal? Und wir ermutigen grundsätzlich eher dazu, diesen Schritt wirklich bewusst nochmal zu machen. Wie du gesagt hast, es soll eine bewusste Entscheidung sein, an die ich mich auch erinnern kann. Die Babytaufe ist eigentlich ja nicht aktiv von mir selber eine Entscheidung, sondern es haben meine Eltern mir als Segen eigentlich mitgegeben, was auch schön ist. Aber die Erwachsenentaufe ist wirklich bewusst, das ist meine Entscheidung, die ich mit Jesus treffe. Jetzt taufen wir auch Kinder in Camps. Schon im Herbstcamp vom ICF hatten wir Kinder getauft. Was für eine Rolle spielen dort die Eltern, auch wenn die Kinder schon selber eine Entscheidung fällen können? Ja, also bei allen Kindern, die noch nicht 16 oder 18 Jahre sind, suchen wir den Kontakt zu den Eltern, weil es ja wirklich wichtig ist, dass die Eltern wissen, was ihre Kinder da anstellen, oder? Sie sind ja noch nicht volljährig, deshalb sind wir sehr nahe mit den Eltern unterwegs. Wir ziehen sie mit ein in das, was da gerade geschieht. Oft ist es herausfordernd, wenn die Eltern selber die Taufe nicht kennen oder nicht an Jesus glauben, aber wir erleben oft, dass Eltern sich natürlich freuen, die Entscheidung unterstützen und so als Familie auch dahinter stehen. Vielen herzlichen Dank für eure Antworten. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Wenn du jetzt merkst, ich möchte mich taufen lassen, melde dich bei uns. Alle Informationen zum Taufvorbereitung, zur Taufe, wann wir taufen, was du tun kannst, icf.ch/Taufe. Und wir freuen uns auf noch viele Leute, die sich taufen lassen.